So, hallo ihr sexy Fitness People. Ich hoffe, ihr seid fit. Jay und Mike. Und ich bin jetzt gerade hier durch ein Dorf durchgefahren und ich habe eine ziemlich stark übergewichtige Frau gesehen joggen. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache schnell ein Video über das. Und zwar Tipps, wie übergewichtige und auch stark übergewichtige Leute am besten können fitter werden und natürlich auch abnehmen. Das mit dem Joggen ist so eine Sache. Es ist ja gut und schön, dass die Leute etwas machen und so, aber für stark übergewichtige Leute ist Joggen natürlich die letzte Wahl eigentlich, weil aus einem ganz einfachen Grund, die Knie haben sonst schon eine riesige Belastung, die sie zusätzlich den ganzen Tag umtragen müssen. Und wenn man dann noch joggen, dann gibt es noch die Schläge drauf und das ist dann natürlich eine krasse Überbelastung für die Knie, kann zu Schmerzen führen oder natürlich auch Entzündungen und was es da alles gibt. Darum meine Tipps für schwer übergewichtige Leute oder einfach auch sonst übergewichtige Leute: geht nicht joggen, geht Velo fahren oder die im Fitness angemeldet sind, auf einen Crosstrainer. Und für die schon Probleme haben mit den Knien oder auch sonst allgemein immer eine super Sache ist Schwimmen. Es gibt in vielen Schulen und Turnhallen, in vielen Kantonen, in vielen Orten Schwimmbäder, wo man schwimmen kann, Längen schwimmen. Und wenn es auch nur ein blödes im Kreis planschen ist am Anfang, das ist egal. Besser man macht etwas, als man macht nichts. Aber man sollte es dann auch nicht übertreiben. Auch die Leute, die irgendwann am Morgen aufstehen, in den Spiegel schauen und denken, fuck it, jetzt mache ich etwas dagegen, der sich im Fitnesscenter anmeldet, 5-mal in der Woche gönnt. Also das ist völlig übertrieben. Erstens nimmt die Motivation ab, weil nach spätestens 2-3 Wochen fühlt man sich so schwach und kaputt, dass man dann denkt, ja, ich gehe jetzt mal einen Tag nicht. Und am nächsten Tag, ja, ich bin gestern nicht, also gehe ich heute auch nicht. Und schon ist die Motivation weg und man geht nie mehr. Ausser man ist wirklich eine sehr starke Person und haltet das durch. Aber von denen gibt es leider wenige. Was noch dazu kommt, wenn jemand Sport macht, der sehr übergewichtig ist, dann nicht das Gefühl haben, man sollte jetzt nicht mehr essen. Jetzt ist die Sonne ein bisschen am Blenden da. Nicht das Gefühl haben, man sollte nicht mehr essen. Und krass radikal Diät machen zum Ausdauertraining. Und dann schnell geht zwar das Fett ab, man verliert das Gewicht, aber was dann natürlich passieren kann, ist, dass die Haut nicht nachher mag mit Schrumpfen und der Hautfetzen übrig bleiben, die runterhängen. Und das will natürlich niemand. Also immer schön Sport machen, dass die Haut auch gestrafft wird und trotzdem weiter essen. Nicht mehr essen und Fitness machen, weil dann nimmt man so schnell ab, dass die Haut gar nicht mehr mag sich zurückbilden. Und das ist natürlich das Letzte, was man will. Was es noch zu sagen gibt dazu: Fitness heisst nicht, das habe ich jetzt schon manchmal gehört, dass übergewichtige Leute denken, oh, zum Abnehmen, ich gehe jetzt eine Stunde jeden Tag Velo fahren und mit dem hat es sich. Mein Tipp ist, Cardio und Krafttraining zu kombinieren miteinander. Also das heisst, ein Tag so, ein Tag so, oder man macht eine kleine Aufwärmrunde, dann macht man eine Krafttrainingrunde und dann zum Schluss nochmal Cardio. Das heisst 40 Minuten Velofahren oder Crosstrainer oder Schwimmen oder teilweise auch Rudern. Teil Fitnesscenter hat es Rudergeräte drin, wo man mit denen auch rudern kann. Was man natürlich darauf achten sollte, ist, für die ganz unsportlichen Leute, die wirklich jahrelang nichts gemacht haben, dass man nicht plötzlich von 0 auf 100 Vollgas geht und dann nach 15 Minuten schon nicht mehr mag. Also das heisst, lieber gemütlicher trampen, gemütlicher etwas machen und dafür wirklich Ausdauertraining. Also das heisst 45 Minuten bis zu einer Stunde sollte man durchhalten. Und dann nimmt man es lieber ein bisschen gemütlicher, dafür halten wir es auch wirklich durch, als nach 10 Minuten ist man schon tot kaputt und hört dann auf, weil man nicht mehr mag, weil dann hat man schlussendlich nicht viel davon.
ja, das ist eigentlich das, was es zu sagen gibt. Also nochmal zusammengefasst, übergewichtige Leute nicht gut joggen, weil die Knie schon Überbelastung haben. Lieber Crosstrainer, Velofahren, Rudern oder Schwimmen. Dann beim Essen nicht eine krasse Diät machen. Klar, aufs Essen schauen ist nie falsch. Ein bisschen weniger essen ist auch nie falsch, aber nicht eine krasse Diät machen zusätzlich zum Training. Weil eben Hautfetzen und so, ihr wisst, was ich meine. Und das Dritte ist, kombinieren mit Krafttraining. Dann, logischerweise, wenn ihr auch Krafttraining macht, wachsen eure Muskeln und durch dieses Muskelwachstum gibt es dann natürlich einen höheren Kalorienverbrauch und ihr nehmt auch stetig und schneller ab durch das. Und ihr werdet auch gekräftigt, also Gelenk und so wird alles gestärkt durch das, weil jahrelanges Übergewicht, Entschuldigung, heisst natürlich auch in vielen Fällen komische Haltungen, wo das gibt, oder Fehlstellungen von Hüften, Rücken, was auch immer. Und um das wieder einigermaßen in den Griff zu bekommen, braucht man auch ein Stück weit Krafttraining. Aber wie gesagt, nicht übertreiben und kombiniert mit Cardio, dass man auch wirklich die Kalorien verbrennen kann. Und zusätzlich durch ein Muskelwachstum wird der Kalorienverbrauch auch nochmal angeregt, wo dann natürlich dazu führt, dass man auch langsam, aber stetig abnimmt schlussendlich. Gut, die Sonne war jetzt ziemlich mühsam, aber ihr müsst mich ja hören und nicht sehen. Das geht. Gut, das wären meine Tipps für Fitness für stark übergewichtige Leute. Ich hoffe, ich konnte euch einen Tipp geben. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, liken, auf Facebook. Ich würde mich darüber freuen und ein anderes Mal. Ciao zusammen!